Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns momentan im Kolosseum. Ich habe in der letzten Folge mal wieder versucht, hier durch zu bestehen und habe tierisch auf den Deckel bekommen. Ich mache mich jetzt schon mal auf den Weg, um meine Seelen einsammeln, denn ich habe in dieser Folge noch etwas ganz Kleines Bestimmtes vor. Und zwar habe ich mir zuerst schon überlegt, komm, probier doch weiterhin das Kolosseum. Und im Nachhinein habe ich mir dann gedacht so, warum soll ich? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin einfach noch nicht genug gut für das. Mein Ziel in dieser Folge ist sicher etwas mal Kleines einsammeln gehen, weil ich habe einen kleinen Ort gefunden, wo wir eigentlich noch einen Talisman-Sockel bekommen, also auch außerhalb vom Kolosseum. Und ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt sicher mal schauen, dass ich da das erste Mal noch meinen Kompass mitnehme. Ich habe jetzt das erste Mal gedacht, ja komm, den Geoschwarm nehme ich auch noch mit. Komm, dann nehmen wir den hier weg. Dafür den langen Nagel und den Geoschwarm, weil wir brauchen unbedingt noch ein bisschen mehr Geld. Ich habe mir nämlich gedacht, dass wir in dieser Folge sicher mal während der Dungeon-Verteidigung herausfordern, weil ich will unbedingt endlich mal die Essenzen zusammen haben. Und gleichzeitig gehen wir noch anschauen, was ich so Kleines gefunden habe. Und dann würden wir uns in dem Fall nochmal später um den Kampf der Narren anstellen. Also, dass wir den nochmal später werden nochmal angehen. Das Problem in dieser Sache ist einfach, klar, ich könnte jetzt, weil wir jetzt direkt im Kolosseum sind, den Kampf nochmal vorangehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, komm, verschieben wir den lieber auf ein anderes Mal. Ich wollte mich jetzt da nicht eine Folge nach dem anderen da nur komplett ums Kolosseum kümmern. Dann würde ich gerne mal schnell noch ein, zwei kleine andere Sachen anschauen. So, wir machen uns direkt schnell auf den Weg zum Hirschkäferweg. Und dann zeige ich euch mal, was ich so... Nein, hä? Hallo? Das war jetzt wirklich ein Fail gewesen. Das ist jetzt aber wirklich ein Fail gewesen. Ja, hoppla schon, wir wollen eigentlich auch unten durch. Ich will zum Hirschkäferweg. Und ich habe das Gefühl, dort geht es am schnellsten. Ich muss mir sowieso merken, dass man da durch ziemlich schnell zum Kolosseum kommt. Und nicht da durch den ganzen Parkourlauf, den ich jedes Mal gemacht habe zum Kolosseum. Sondern, dass wir da wirklich über die Stadt der Tränen, also beim Königreich, eigentlich gut durchkommen. Und dann schauen wir, dass wir jetzt mal hoppla Schorsch ab nochmal nach Mistmund gehen, weil von Mistmund her sind wir, glaube ich, am schnellsten dort hin, wo ich gerne hin würde. Ihr seht dann auch gerade, wo ich meine. Und danach machen wir uns ab zum Dungeon-Verteidiger. Und dann versuchen wir dem nämlich... Nein, dann versuchen wir nämlich dem nochmal eins auf den Keks zu hauen, dass ich endlich mal meinen Nagel nochmal verbessern kann. Also meinen Traumnagel. Hey! Hoppla! Hey, jetzt nehme ich gerade überall ein bisschen Schaden, das kann ja nicht sein. So, Geoschwarm bringt mir Geld, ich fühle mein Leben in dieser Zeit nach. Das ist doch ein guter Voraussatz. Ja. So, wir müssen da noch... Genau, da durch. Perfekt, dann würden wir uns abmachen nach Mistmund schon wieder. Wir machen immer so ein riesen Hin und Her. Aber leider geht es nicht anders. Dafür kommen wir ganz langsam voran und ich hoffe, dass wir jetzt mindestens den Dungeon-Verteidiger nochmal besiegen. Dass wir unsere restlichen Essenzen endlich bekommen. So, Mistmund, wir sind da. Genau, und ich glaube nämlich am besten ist es wirklich von daher dort zu gelangen. Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das ist fast wirklich der beste Weg. Wir probieren das jetzt einfach mal aus und dann schauen wir mal ganz kurz nach, ob das auch wirklich funktioniert, was ich mir da rausgesucht habe, aus dem Internet. So, wir schauen. Dem würde ich gerne den Traumnagel anhauen. Ah, das ist okay. Ah Mann, jetzt ist er schon gestorben. Schade. So, dann füllen wir kurz das Leben an. Ah, ich hasse die. Komm jetzt, das soll ich probieren, den Traumnagel. Ich glaube, es wirklich so eine Verbesserung vom Traumnagel in dem Fall noch mitnehmen. Aber wir müssen sowieso zuunterst an von dem ganzen Zeug da. Ei! Das ist jetzt aber momentan nicht normal, was da passiert. Das ist jetzt aber eindeutig nicht so ganz normal. So. Ganz kurz schnell auf der Karte nachschauen. Genau, ja. Genau, jetzt müssen wir, glaube ich, alles abwärts. Nochmal. So, ich muss mich wirklich gut orientieren. Ich glaube, wir sollten jetzt hier durch. Wenn ich mich nicht täusche. So, oder? Wow, aber sind wir schon lange nicht mehr mit Mistborn unterwegs gewesen. Also da unten dran in der Wegkreuzung. Da sind wir jetzt wirklich schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. Das sieht aus, als könnte man da unten durch. Ich glaube, da muss ich sogar. Ja genau, da muss ich sogar. Hä?
Jetzt habe ich gerade gedacht, jetzt habe ich wieder einen neuen Weg gefunden, aber gleichzeitig war es doch keiner gewesen. Menomen. So, dann füllen wir schnell lieber nochmal die 2 Leben an. Gemütlich, jawohl. Dann müsste ich hier abwärts gehen. Wo bin ich genau? Genau, da bin ich jetzt. Okay. Hoppa. Nein, 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 das Ding explodiert jetzt. Ah, Mann. Ich stelle mich gerade momentan so dumm an. Ich stelle mich wirklich gerade so dumm an. So. Ich fülle mir jetzt lieber nochmal schon mein Leben an. Ich darf dann einfach... Beim Kampf gegen den Dungeon-Verteidiger muss ich dann einfach einiges besser am Start sein. So. Warte, jetzt das, was ich würde gerne wählen, das sollte sich etwa... Nein, 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 das hätte sich dort oben befinden. Muss ich einfach schnell schauen, das sollte sich irgendwo da befinden. Aber wo genau muss ich jetzt... Weiss ich gerade noch nicht. Oder ist es da durch gewesen? Ja genau, da durch. Weil den Weg haben wir nämlich noch nicht erforscht. Und den würde ich jetzt ganz gerne... Oh! Wow! Wow! Was ist jetzt passiert? Das explodierende Eigenboden, oder wie? Genau, weil da durch sind wir nämlich bis jetzt noch nicht gegangen. Da sehen wir auch, die Karte ist noch nicht erkunden bis dorthin. Muss ich schnell aufpassen, genau. Und dann... Wow, da hat alles so explodierende Eier. Ich muss aufpassen. Ein paar von den kleinen kaputt machen. So, Leben anfüllen. Und jetzt müssen wir schon schauen, dass die... Da haben jetzt alles explodierende Eier. Wie soll ich denn das machen? Komm, versuchen wir lieber zuerst unten durch. Vielleicht geht das leichter. Also wenn mir da das komische Ding nicht die ganze Zeit im Weg wäre. Oh, hat aber knapp gelangt. Ja, aber da unten hat es ja gar nichts. Also da unten kann ich nichts machen. Das Einzige, was da passieren würde, ist, dass ich da vielleicht in die Eier reingehe und sonst sehe ich da keinen Weg. Außer man könnte dort oben irgendwie freischlagen und von unten nur hüpfeln. Aber davon gehe ich jetzt irgendwie nicht aus. Ich habe es genau gewusst. Also wenn ich mich nochmal treffen lasse, bin ich ein bisschen am Viertel. Darum jetzt ein bisschen besser versuchen aufpassen. Oh! Gut, das wird wirklich mühsam. Ich habe wirklich das Gefühl, jetzt kommt mein Ende. So, jetzt geht er rauf und jetzt geht er runter. Komm weiter rauf, das wär mir am wohlsten. Oh! Fast ins eine. Oh mein Gott. So. Aber wir sind da wieder irgendwo im Nirgendwo. Unten durch geht zu 100% nicht. Da sprengt es mich komplett in die Luft. Durch die Eile, die da alle unterwegs sind. Das heisst, für mich am besten ist jetzt wirklich Geduld und Geduld und warten, bis die Qualle wieder drinnen ist. So. Nice. Jetzt ist die kleine Qualle ein bisschen im Weg, sonst wäre es eigentlich noch recht leicht. Aber die würden mir, glaube ich, sowieso nur einen Schaden machen. So. Nice. Als wenn wir da alles rundum. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will sterben. Nein! Ah, Mann! Aber jetzt wissen wir schon mal, wo ich hingehen will. Jetzt darf ich mich einfach nicht so dumm anstellen. Und ich Nudler habe natürlich im Mist nicht auf dem Bänkchen abgespeichert. Mann! Das heisst alles einfach Neues. Das ist jetzt wirklich ein bisschen dumm gelaufen, einfach wegen diesen Explosionen. Schade ist halt, dass es keinen Sockel gibt, wo Explosionsschaden verringert. Das ist wirklich auf eine gewisse Art und Weise schade, das wäre noch cool. Also ich könnte sagen so, hey, ich komme jetzt keinen Explosionsschaden mehr über, dafür habe ich jetzt einen Sockel mit dabei. Aber dafür würde ich sagen, wir wissen ja, wo genau ich hin muss und jetzt darf ich mich einfach nicht so dumm anstellen. Dafür speichere ich mir noch einen Mistmund ab und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob sich da noch etwas anderes lohnen würde. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich lieber das rausnehme. Den würde ich einfach gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt würde ich den mega gerne mitnehmen. Aber ich bin am Überlegen, ob wir ein glühendes Mutterleib mitnehmen. Aber eben, da dankt es mir einfach meine Seele nicht allzu sehr nach. Was ich ein bisschen schade finde. Ihr habt mir ja, also, eine bestimmte Person hat mir ja in Kommentare eine gute Kombination reingeschrieben. Ich Nudler habe die jetzt nicht genau abschauen. Tut mir wirklich leid, sonst hätte ich die jetzt gerne angezogen. Aber ich würde jetzt sagen, ich versuche das irgendwie sonst mit dem Webeli. Das bringt mir. Ja, komm, probieren wir es irgendwie so. Und vielleicht noch Larvenlied, dass wenn ich Schaden bekomme von den Explosionen, dass ich doch noch kann mich nachheilen. Und dann würde ich sagen, probieren wir das gerade nochmal. Let's go! Mann, jetzt hätte ich wirklich gerne die Kombination von den Kommentaren ausprobiert. Tut mir wirklich leid. Für so unterwegs wäre das sicher noch gediegen gewesen.
versuche da jetzt auch nicht grossartiges Spiele machen mit dem Traumnagel oder irgendetwas, sondern wir schauen wirklich, dass wir da mein Leben können aussparen können. Nice, hat es gerade Doppelexplosion. Dreifache Explosion, hat es gerade die Viecher umgehauen. So. Schön alles gegen abwärts, versuchen keinen Schaden zu bekommen, das ist immer das Beste. Let's go. So, dann müssen wir schauen, dass wir jetzt mal meine Seelen sicher mal wieder einsammeln. Wenigstens weiss ich jetzt etwa genau, wo wir hin müssten. Dann müssen wir da nicht grossartig umsuchen. Dann nehmen wir wieder so ein explosives Viecheli. Dann wir schon aus dem Weg. So. So, ich kann ja durch die durchschlüpfen, dann will ich mir das natürlich gerade noch ausnutzen. Da haben wir noch 2 kleine. Genau. So, dann können wir nämlich einen wunderschönen Seelen anfüllen. Jetzt müssen wir da unten durch. Oh, ich weiss den Weg auswendig, ich kann es fast nicht glauben. So, dann haben wir sicher auch volle Seelen am Start. Und dann würde ich sagen, jetzt beim nächsten Anlauf sollten wir das eigentlich ohne Probleme anbekommen. Schön langsam runter. Die kümmert sich da um alles ein bisschen. Ah nein, das Weblied ist doch keine gute Idee gewesen. Das Weblied ist doch keine gute Idee gewesen. Weil die Viecher werden jetzt die immer kaputt machen und die werden sich in die Luft sprengen. Mann, das ist eine dumme Idee gewesen. Genau. Oh! Ist es jetzt aber weg oder ist es noch das groß? Ah, das Ei habe ich übersehen, Mann. So, komm, Leben anfüllen, weil das Wichtigste ist sicher mal, dass wir meine Seele wieder zurückholen. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist, ich tue da mal noch ein Portal setzen. Wenn wir es wieder nicht schaffen würden, würden wir mal momentan noch bis da ankommen. Und jetzt habe ich ein Problem. Weil wenn die Spinneli die angreifen, dann kommt die Explosion, nehmen wir auf mich. Die Explosion wird wahrscheinlich dann auch noch kommen. Ja, ich habe es genau gewusst. Meine Spinneli werden jetzt dafür sorgen, dass ich da die ganze Zeit in die Luft gesprengt werde. Aber Gott sei Dank haben wir durch unser andere Raupending, unser Larvenlied genau heisst, habe ich jetzt gute Chancen, mich immer wieder nachzufüllen. So, warten bis es unten ist. Nice. Oh! Das haben wir gut überstanden. Ich höre meine Seelen auch schon. Jetzt hoffe ich, dass wir... Kommt! Tötet die! Genau. So, meine Seele hängt irgendwo da umeinander, aber nicht da, wo ich bin. Nein! Oh! Jetzt habe ich gehofft, ich kann mich so an der Wand festheben und irgendwie durchschlüpfen. Aber meine Seele ist ganz unten, also ich muss den Parkourlauf so plus minus anbekommen. So. Scheibe drauf, Scheibe drauf. Wir sind fast bei unserer Seele. Das dunkelt mich schon fast das Wichtigste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe nur noch 2 Leben. Wenn es mir jetzt sprengt, bin ich voll am Viertel. Komme ich da unten durch überhaupt? Kann ich einfach da unten durchlaufen, oder sprengt sich das? Ich kann mich ja nicht kleiner machen, nichts. Ich glaube, das sprengt sich, wenn ich da unten durchlaufe. Nein, komm jetzt. Ich will nicht schon wieder 4000 Geo verlieren. Ich will es wirklich nicht. Kann ich mich so durchschiessen? Nein. Und tot. Ach komm. Ach komm. Ich fühle mich gerade wie der letzte Depp, dass ich das nicht anbekomme. Das Webelied ist einfach ein Bullshit. Das nehmen wir nicht mit. Mein Gott. Ach, jetzt bin ich genervt. Jetzt bin ich wieder genervt. Ach, Mann, bin ich jetzt gerade wieder genervt. Wie kann ich nur so dumm sein? Wie kann ich nur so dumm sein? Webelied einfach keine gute Idee für das. Ich nehme jetzt gerade schnell Form von Un mit. Nein! Und jetzt drücke ich noch den falschen Knopf. Ich bin so lost. Oh mein Gott, ich bin so lost. Ich bin gerade so genervt, dass ich jetzt so lost bin, dass ich jetzt eigentlich mich hätte runter-teleportieren können und noch das Falsche benutzen. Let's go, dann versuchen wir es gerade nochmal. Juhu! Oh Mann, hey. Und ich wollte doch nur schnell dort reinlaufen und wieder rauslaufen und das Ding holen und wieder gehen. Und am Schluss, am Ende, funktioniert dann das doch nicht so, wie ich will.
Ah, 4000 Gold, einfach, 4000 Geo einfach zu flöten gegangen. So dumm kann auch nur ich sein. Nach so viel Spielzeit, dass mir noch so etwas passiert. Einfach tragisch irgendwie, wirklich tragisch. Aber was die letzte Explosion ausgelöst hat, das habe ich mir gar noch nicht geschnallt. Haben meine Webelite die anderen Qualen umgebracht irgendwie? Da bin ich jetzt irgendwie unsicher, ob die irgendwie das angebracht haben. So, die Form von uns sollte dafür sein, dass ich dann beim Schluss noch schnell durchgehen kann. Also mich unten durchzwängen, weil dann bin ich ein bisschen kleiner. So, die können wir nämlich so lassen. Ich brauche meine Seelen für unterwegs. Genau. So, dafür bringen wir das jetzt an. Dass ich jetzt gestorben bin und jetzt so viel Geo müssen einstecken, ist es fast so, als hätten wir jetzt das gekauft. Ist es fast so, als hätten wir das jetzt gekauft, als ich jetzt am Suchen bin. Und ich laufe jedes Mal in das Ei rein. Ich glaube, das ist mir jetzt jedes Mal passiert, wo wir da sind. Meine Seele ist jetzt da, das bringt mir ehrlich gesagt gar nicht viel. Komm da hin. Komm. So. Bringt mir jetzt im Großen und Ganzen nicht wirklich viel an. Gut, wenigstens noch 100 Geo. Okay. Okay. Genau, jetzt habe ich gedacht, ich kann ja so machen irgendwie, dass es sich wirklich nicht in die Luft sprengt. Und da wär's schon. Betrachten. Talisman-Sockel mehr. Nice. Und nur wegen dem Ding habe ich jetzt 4000 Geo verloren. Jetzt tun wir einfach so, als hätte ich das gekauft. Aber jetzt haben wir auch einen Platz mehr, den wir verwenden können. Es hat sich nicht gesprengt. Oh mein Gott, es hat sich nicht gesprengt. Ach, Jägeli. Jägeli. So. Aber was jetzt der Vorteil ist, ich habe ein Portal im Mistmund. Ich kann mich jetzt schnell dort teleportieren. Dann sind wir gerade schon mal dort. Genau. Können wir uns da ja ganz kurz schnell ausruhen. Jetzt kann ich mir ja da schon mal eine gute Kombination auswählen, die wir brauchen für den lieben Dungeon-Verteidiger. Muss ich aber noch mal schauen, weil es gibt ja bessere Stationen, um dort anzugelangen. Jetzt weiss ich aber gar nicht mehr auswendig, welche das gerade war, weil der Dungeon-Verteidiger befindet sich ja da unten. Das heisst, am besten ist, wir gehen zu der Station des Königs, da tue ich mich komplett ausrüsten und dann können wir ja von dort aus losgehen. Und dann versuchen wir dem Eis ins Viertel zu treten. So, Station des... Nein, das ist die Station der Königin. Ja, also diese Folge ist voller Fails. Eine nach dem anderen. Lego mio, Lego mio. Lego mio. So. Genau, ich bin falsch. Also, Station des Königs. Vielleicht sollte man einfach nach dem Aufstehen nicht direkt aufnehmen, sondern sich einfach zuerst mal wach werden, bevor man anfängt, da direkt aufnehmen und gamen. Ich hätte doch noch zuerst etwas anderes Kleines spielen. Aber trotzdem macht mir das Spiel immer noch Freude wie nichts anderes und daher spiele ich es auch mega gerne. So, wir machen uns auf den Weg, so abwärts und da ist ja der Dungeon-Verteidiger, also da unten drinnen. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen sicher mal die Kombination mit. Der schneller Hieb, denn dass wir auf Abstand können bleiben, der lange Nagel, nicht der Zeichen des Stolzes. Ich würde noch sagen, also durch ihn durchschleifen tun wir ja eigentlich nie mit scharfen Schatten. Also wir könnten jetzt eigentlich wirklich durch den Qual einfach mitnehmen, wenn er uns treffen würde. Wappen des Verteidigers, weiß ich nicht mal, ob das wirklich großartig etwas bringt, um ihm zusätzlich noch Schaden zu machen. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal noch mit und jetzt haben wir sogar noch 2 Plätze frei. Nice. Jetzt ist die Frage, soll ich Weberlieb mitnehmen, dass wir noch zusätzlichen Schaden haben oder unseren Seelenfänger? Kompass nehme ich auch noch raus, das heisst, wir haben noch mehr Platz. Gute Frage, schwere Frage. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal in dieser Kombination da. Probieren geht ja überstudieren. So, let's go. Ich bin mir sogar ziemlich unsicher, ob wir dann sterben und wieder da landen oder nicht. Auf dem Bänkchen abgespeichert haben wir schon mal und ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir uns auf in den Kampf. Ich wollte ihm jetzt eins ins Viertel gehen und jetzt hoffe ich, dass wir das gerade natürlich im ersten Anlauf anbekommen. So, So, schauen, dass wir da wirklich kein Leben verlieren, weil dann ist es gut, dann kann ich nämlich meine Seele dazu verwenden, ihm eins auf den Keks zu geben. So, nice, wir sind da schon gut unterwegs. Gut unterwegs, wenigstens. Das funktioniert irgendwie. So, jetzt habe ich halt meinen Geoschwarm nicht dabei, aber das lassen wir jetzt mal so nebenbei bleiben. So, jetzt müssen wir einfach mal schauen, dass ich wirklich nicht mehr zu viel Geo verliere, weil wir brauchen ja dann wieder für die anderen Teile ziemlich viel Geo.
Mach runter, da hören wir ihn auch schon. So, dann würde ich sagen, wir probieren es direkt einmal. Let it go. Noch ich stelle mich jetzt nicht so dumm an wie die restlichen Sachen in dieser Folge. So, sind wir bereit? Let's go. Gunda! Das ist mein neuer Weckruf. Jedes Mal, wenn mir irgendjemand gegen den Keks geht, bin ich das jetzt am Umrufen. Ja genau, jetzt kommen wir ja wirklich immer 2 Schaden über. Ah, die Stacheln, das ist das, was mich am meisten belastet eigentlich. Ich hoffe aber, dass wir vielleicht irgendwie die erste Phase schnell durch haben. Ah, Mann! Ah, Mann! Der wird eben schwieriger als erwartet, habe ich das Gefühl. Aber ich muss jetzt einfach... Ich weiss noch nicht, wie ich das mit diesen Stacheln handhaben soll. Dass wenn er so im Boden reingeht, ich weiss ja genau nicht, wenn genau dass er die einsetzt, oder? Weil sonst könnte ich mich von Anfang an ja irgendwie gegen die verteidigen. Aber ich würde sagen, let's go! Gerade nochmal. Gunda! Hä, wieso hat er mich getroffen? Wieso hat er mich getroffen? Jetzt bin ich... So, weichen wir aus. So, da. Ich kann irgendwie... Okay. Hä, wieso trifft er mich? Muss ich wirklich den Nagel des Stolzes mitnehmen, dass das nicht passiert? Gut, okay, das sind gerade Stacheln gewesen. Ja, ich muss wirklich den Stolzes mitnehmen, dass er mich nicht trifft. Ich muss wirklich den Stolzes mitnehmen oder eine andere Kombination, aber ich glaube aber, dass mit dem schnellen Hieb... Nein, gegen oben. Da bin ich eben immer noch nicht so ganz bei der Sache. Ich glaube, ich sollte lieber Zeichen des Stolzes mitnehmen. Also mit Heilen, das funktioniert ja eigentlich ziemlich gut bei ihm. Also das ist jetzt nicht gerade eine grossartige Sache, sie können aufzeilen. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir mal das Portal dort gesetzt und ich nehme lieber den Zeichen des Stolzes mit, dass wir noch ein bisschen mehr Abstand von ihm gewinnen können. Und ich habe auch das Gefühl, dass uns der Wappen des Verteidigers nicht grossartig viel bringt. Darum würde ich mal sagen, das können wir auch noch rausnehmen. Wir versuchen jetzt wirklich irgendwie eine sehr gute Kombination zusammenzubekommen. Weil das Ziel ist jetzt immer auf den Keks zu hauen, weil ich wollte ja wirklich eigentlich endlich mal meine genug Essenzen zusammen haben. Ja, meine genug Essenzen zusammen haben. Lassen wir das mal so stehen. He? So. Nice, okay. Okido. So, dann würde ich sagen, machen wir da ganz ein kurzes Päuschen. Es tut mir leid, dass in dieser Folge so viele Fails passiert sind. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns wirklich um den Dungeon-Verteidiger und schauen, dass wir ihm eins ins Viertel treten mit einer super guten Kombination. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe trotzdem, dass es euch Spass gemacht hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit Schweizer. Danke vielmals und ciao!